Wir reagieren auf Nemo, beziehungsweise Not Nemo, sein neues Lied, Dance With Me. Chat, kennt ihr das? Habt ihr das schon reingelassen? Noch nie gehört? Nein. Würde ich doch sagen, es wird höchste Zeit, dass wir da mal kurz reinhören. Aber der Nemo hat einen neuen Song rausgebracht, schnell zur Aufklärung. Der Nemo ist ja so ein Schweizer Musiker eigentlich. Er macht so ein bisschen die Mischung zwischen Pop und Rap etc. Sehr, sehr gross rausgekommen. Und jetzt hat er quasi seine Karriere noch mal ein bisschen umgestaltet und heisst jetzt Not Nemo wahrscheinlich. Wieso, dass ich schon Nemo sagen, das werdet ihr gut hören, weil Dance With Me ist nicht nur ein englischer Titel, ist auch ein englischer Song. Der Dude macht jetzt nicht mehr schweizerdeutsche Songs, sondern jetzt englische, was ich einen coolen Schritt finde, auch sehr gewagt. Aber ich habe mal kurz reingelassen, aber eben noch nicht ganz gelassen und ich würde jetzt gerne mit euch anhören. Wir machen schnell einen Blick in die Kommentare. Hübsches Kleid, Nemo, ich meine Not Nemo, guter Sound, okay. Die Ella Mettler, amazing. Der Song ist sehr Lennox? Der Z Sandro Lennox, der Song ist sehr Grössenwahn zum Kopf gestiegen. Ja, wahrscheinlich. Ja, ich würde sagen, wir verlieren doch keine Zeit und lassen doch einfach direkt den Song rein. Let's go. Muss ein bisschen lauter. Ich muss sagen, der Beat, der hat mich schon das erste Mal beim Hören gecatcht. Aber das Video interessiert mich auch. Okay, bevor wir hier in die Hook kommen oder so. Ich muss sagen, ich habe nicht alles cool gefunden, was der Nemo gemacht hat. Jetzt so sein letztes schweizerdeutsches Zeug, das er sich auch ein bisschen ausprobiert hat. Aber so, das Lied holt mich schon ein bisschen ab. Erster Eindruck recht okay, die Lea sagt es, würde ich ziemlich zustimmen. Lustig ist eben auch, ich habe sogar noch eine kleine Geschichte zum Nemo. Chat, ich habe sogar noch eine kleine Geschichte zum Nemo. Ich weiß nicht, ob der Nemo das selber sich auch noch daran erinnern kann, aber die Geschichte war so, der Nemo hat mal ein Schweizer Supertalent, wie heisst das? Schweizer, Moment. Wie heisst es? Mal, es heisst die grössten Schweizer Talente. Die grössten Schweizer Talente. Der Nemo hat dort, glaube ich, im 2015 einen Auftritt gehabt. Wenn man hier eingeht, dann kommt der hier. Und wir können schnell reinhören. 1, 2, 3, 4, kein Stress, keine Sorge, mein Life. Also er hat dann noch relativ jünger ausgesehen, man sieht. Ist relaxed, keine Karre, kein Löff, bin mit dem Longboard unterwegs. Bin vielleicht faul, wenn du etwas dagegen hast, sag's. Mein Leben kann man beschreiben in 4 Sätzen. Vielleicht erscheinst dir ein bisschen langweilig, würde doch dir sagen, okay, komm, häng wenig. Legende. Oh, perfekt gestoppt. Wieso, dass ich euch das zeige? Wieso zeige ich euch das? Der Elian. Der hier ist bei seinem Auftritt im Publikum gehockt. Ich bin im Publikum gehockt, wo er auftreten ist. Die Story war, ich bin, glaube ich, dann durch meine Ex-Freundin irgendwie dort reingekommen, die Show zu schauen, auch mit der ganzen Familie etc. Und ich bin dort im Publikum gehockt und man hatte die Fernsehaufzeichnung gehabt. In Zürich. Man hat mehrere Künstler gehabt und eben einer davon war der Nemo. Und ja, diesen Auftritt hier habe ich live gesehen. Und ich bin etwa gleich alt wie er. Er ist, glaube ich, noch ein paar Monate älter. Ich war auch 14, 15 so. Und ich habe diesen Auftritt gesehen und ich habe ihn hure geil gefunden. Ich habe ihn wirklich geil gefunden. Also als Dude, der in meinem Alter ist das hure stark gewesen. Für mich. Ich habe das hure geil gefunden, weil... Wir hingen eigentlich wie bei dir, nur noch nicht Sinn, yeah. Zu viele Leute sind unter Druck und haben Probleme, wenn ich genauer habe. Ich habe das gesehen und ich habe es gefeiert, Chat. Ich habe es wirklich gefeiert. Und ich habe ihm dann, als ich daheim war, alles drum dran, ich habe ihm dann auf Facebook geschrieben. Ich weiß nicht, ob es auf seiner Page war oder auf seinem Private Account. Ich habe ihm geschrieben auf Facebook, yo, ich habe den Auftritt gesehen. Ich finde es hure geil, was du machst. Mach unbedingt weiter so. Du wirst noch gross rauskommen. Irgend so etwas. Also wirklich, der Fanboy-Moment hat mich ein bisschen gecatcht. Wir haben dann ein bisschen gechattet. Er ist, glaube ich, dann auf meine Videos aufmerksam geworden, weil ich mache ja Videos schon extrem lang. Und dann haben wir dann auch geschrieben, hey, ja, coole Videos, dies, das, jenes. Und seine Schwester, also die Ella, hat ja auch Videos gemacht zu dieser Zeit. Und dadurch hat man sich vielleicht schon so ein bisschen halb gesehen. Keine Ahnung, einfach so ein bisschen so. Und dann hat er mich sogar einiges noch, wo da bin ich dann schon in Lehre, also im 2015, hat er mich dann einiges gefragt, er hat mal eine Identität gehabt, also einen Charakter,
mit einer Maske. Das weiss, glaube ich, niemand. Aber er hat mal einen Rap-Character in einem Rap-Battle. Schweizer VBT oder so, keine Ahnung. Wo er eine Maske dran hatte und quasi einen anderen Charakter hatte. Ich weiss aber nicht, wie er heisst. Man findet, glaube ich, auch nichts mehr zu dem. Und er hat mich dann gefragt, weil das eben so Swiss VBT, das ist so ein Rap-Battle. Und er hat mich dann gefragt, ob ich ihm ein Video mache. Und ich habe dann leider müssen ablehnen, hat es aber verdammt gerne gemacht. Hat es wirklich sehr, sehr gerne gemacht. Aber dann müssen ablehnen, weil ich wie Lehrer gemacht habe, 100% gearbeitet habe. Auch sonst dann mit Musikvideo nicht sehr viel am Hut hatte. Und dann musste ich wie absagen. Aber dann hatte ich wie mal die Chance gehabt, mit ihm auch persönlich wie zu connecten und nicht immer nur zu schreiben. Und ja, leider ist es dann nicht dazu gekommen. Man hat noch wieder den Kontakt verloren. Und dann haben wir uns, glaube ich, das erste Mal persönlich gesehen, aber nicht zusammen geredet, im Webvideopreis 2016. Dort ist er auf der Bühne gestanden, schon ein riesengroßer Name gewesen, eben ein Jahr später schon. Dort haben wir uns dann eben wie mal gesehen, aber nicht zusammen geredet. Was ein bisschen schade war, weil ich mit ihm, der, den ich geschrieben habe, er war wirklich übel chillig drauf, ein nice Dude. Er hat dann, glaube ich, sogar Minecraft gespielt und ich auch. Wirklich sehr, sehr cool. Aber leider ist es nicht dazu gekommen, aber Talentscout Elia hat schon dann gewusst, Nemo kommt mal gross raus. So, ich wollte euch das nur kurz zeigen. Nächster Step, Not Nemo. Er hat ja quasi wirklich schweizerdeutsches Game, hat er komplett durchgespielt. Komplett. Und jetzt auf Englisch. Und das hören wir jetzt weiter. Immer der Greenscreen. Der Greenscreen gehört bei ihm einfach dazu. Ah, der Beat ist verdammt geil. Man muss auch sagen, mir nimmt es schon Wunder, wer den Beat gemacht hat. Okay, Song produced by Not Nemo und Bonboy. Weiß ich nicht, wer das ist. Aber man muss einfach sagen, der Nemo ist unglaublich talentiert, was Musik angeht. Also der Dude, schon den, wo wir zusammen geschrieben haben, eben, er hat gesagt, er spielt Klavier etc. Und der ist wirklich so talentiert, was Musik angeht. Ich wünschte, ich könnte vielleicht ein Viertel von ihm oder so. Also wirklich crazy, crazy. Von dem her, ich weiss auch, dass er verdammt viel selber produziert. Also hat er mal, glaube ich, gesagt. Oder relativ viel selber produziert. Und das merkt man. Sehr, sehr cool. Wilde Hose. Geile Hose. Das Kleid ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, wenn ich ehrlich bin, aber absolut easy. Die Hosen sind verdammt geil. Verdammt geile Hosen. Ist das Zürich? Talk ist nice. Talk ist nice. Sehr, sehr nice. Oha. Ja, sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Das Video ist auch sehr geil. Und das Video hat eben, glaube ich, Nae gemacht. Nae ist die Schwester von Yusuf. Kennt ihr die? Chat. Also Yusuf, wie heisst sie jetzt?
Yusuf Reinhardt. Früher hat sie Faith in Cuteness geheißen, jetzt heisst sie Yusuf bzw. Jasmin Reinhardt. Sie habe ich schon x-mal persönlich kennengelernt, leider nichts mit ihr zu tun. Wohnt in Zürich, aber eben scheint es auch nicht mehr lang, wie ich mitbekommen habe. Genau, sie hat eine Schwester, Nae, hier haben wir sie, voilà. Aha, sie ist ja hure aktiv, das habe ich gar nicht gewusst. Hier, das ist Nae, genau, Schwester vor, jetzt habe ich schon zu da, Moment. Schwester vor Yusuf. Und Yusuf hat, beziehungsweise Jasmin, hat wirklich YouTube-Game absolut durchgespielt. Die macht Videos auf Englisch, ist hure bekannt in, ja, global. Also die hat wirklich YouTube-Game sehr, sehr gut durchgespielt. Und eben, sie ist die Schwester davon, hat ebenfalls 77'000, sie machen beide englische Videos. Aber ich glaube, Jasmin hat mal angefangen, ist auch so seit Ewigkeiten dabei. Ich weiss noch, wir haben den ersten YouTuber-Treffen, habe ich Jasmin kennengelernt. Crazy. Crazy. Leider haben wir mit diesen Leuten echt viel zu wenig zu tun, aber das finde ich wirklich echt krass. Und natürlich, Abozahlen sprechen für sich. So. Das ist eine andere Liga, da müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Also sie hat in dem Fall das Video gemacht, finde ich hure geil. Und auch sonst, mir hat es echt hure gefreut, als ich gesehen habe, also ich habe ein bisschen mitbekommen, dass der Nemo ins Englische gehen will. Und dann habe ich gedacht, okay, ja, man kann ja mal schauen. Aber jetzt muss ich wirklich sagen, ich feiere es zu 100%. Finde ich sehr, sehr cooler Song. Und auch an Nemo selber, ich finde es sehr cool, was du machst. Wir haben leider nie etwas zusammen zu tun gehabt. Was ich ein bisschen bedauere einerseits, aber ich gönne es dir wirklich absolut. Also auch die 4 Swiss Music Awards, die du abgeräumt hast, absolut verdient auch. Muss ich ehrlich gesagt sagen. Aber hey, so kann es gehen. Wie sich Wege trennen, absolut. Ja, ich bin gespannt auf weitere Musik vom Nemo auf jeden Fall. Und merci auch, habt ihr zugelost in dieser... zugeschaut in dieser Reaktion. Und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Video. Tschüss zusammen!